Also täuscht mich das Kapitel irgendwie leicht verwirrend, Leute. Naja, willkommen zurück hier wieder mal zu Path of Radiance. Wir sind dabei, relativ gut, denke ich mal. Und ja, Ike darf nochmal ein bisschen sein Donnerschwert schwingen. Vor allem auch, weil es guten Damage macht. Und alle kannst du bald neu schmieden. ...21 kriegt er, okay. Jetzt eben die Frage, wie gehe ich jetzt da weiter mit dem Typen und der Arschgeige und sowieso und ja. Ihr seht, wir haben viele coole Schimpfwörter. Sollen wir Firelands noch ein bisschen. Die Firelands. Trotzdem, sie hat jetzt auch nur 34, 34 ist schon Quatsch. Sie hat Magie 9, sie hat 11. Also eine neue schicke Donneraxt, war aber kann es richtig führen. Verdammt, ich müsste irgendwie unbedingt bei Shields irgendwie erhöhen. Ich kann die Donneraxt richtig geil einsetzen, aber bis dahin, Silbern, Schnitten, Kriegern. Können wir mal was testen mit Fortuna. Hatten wir schon mal nicht geklappt, aber vielleicht klappt es diesmal. Trefferchance 41, aber 100, dort steht es wieder. 100 Crit, also bitte, Crit auch. Mach das zum zweiten Mal. Irgendwie ist einfach doch nicht in die 100% Crit-Chance, das ist einfach nur ein Wert und dann wieder irgendwie zu einer Rechnung dazu addiert wird oder multipliziert wird, wie auch immer. Am Schluss hätte glaube ich trotzdem irgendwie 60% Crit-Chance, aber trotzdem, meine müsste eigentlich reichen, wa? Macht trotzdem noch guten Schaden, eine gute Ranulf. Haben die noch irgendwie Säuberung? Hat nichts mit Magie zu tun. Mit Ranulf anlocken und nachher gucken, dass ich halt irgendwie mit Rolf noch den finishen kann. Jetzt kommt natürlich der Arsch wieder. Der eh nie Glück hat. Autsch, Mann, das tut doch weh. Du hast Lagos Geliebte getroffen, das büßt du ihm schon bald. Miezekatze! Was ist los, Alter? Ranulf mag es gar nicht, verarscht zu werden. Wie schön Erfahrungspunkte, du Arsch! Gibt's doch nicht, ey! Wow! Oh oh. Oh oh. Ah, Glück gehabt. Ich dachte gerade, wir würden Rolfen zu treffen. Wäre etwas gewesen, ey. Spür mein Ritter tot! Ich bin ein Berserker, du Arsch! Zup. Ja klar, du bist da geradeaus. Also, ganz ehrlich, teilweise geht es geradeaus, dann geht es wieder krumm und schief und sonst irgendwie. Also, ich verstehe es immer noch nicht ganz, Leute. Da ist irgendwie eine Logik dahinter, die sich mir nicht erschließt. So. Trotzdem mir langsam mal Schluss machen. Tut mir leid, vor allem noch für den guten Rolf, aber die gehen mir langsam auf den Sack hier. Alter, das macht so wenig Schaden. Ja, ist doof, aber was willst du machen, wa? Die müssen weg. Und Chill kapiert's. Wobei, den könnte man noch am Leben lassen, bloß irgendwie anlocken.
Ja, holen doch natürlich indirekt mit an. Mann, ey, dann gehe ich halt irgendwie da in der Mitte durch. Boah, geht ja auch nicht, wann greifen sie doch trotzdem an. Wenn ich es so mache, könnte es klappen. Natürlich nur, wenn halt Rolf nicht getroffen wird. Ganz ehrlich, er hat 6 Resistenz. Moment, 10, 22, wenn er trifft. Na, okay, überlebt's. Ne, ist gut, nichts passiert. Was mir ja, außer dass wir hier alle irgendwie im Arsch sind. Wollen wir natürlich eben sowieso nichts. Kann ich wieder rausnehmen. Mal die hier ein bisschen markieren, was so. Wobei kann ich direkt mal einkeilen. Ja, auch ein bisschen wenig war. So, und halt ein Lagus, dass das noch erleben darf, hey. Ja, dann das Stahlschwert. Ich will vor allem auch das trainieren. Wie sieht es eigentlich aus mit seinem Donnerschwert? Noch 4-mal, okay. Und ich komme ja kaum vom Fleck. Ja, ich merke es auch. Wenn ich das eigentlich nicht gemacht hätte, müsste ich doch direkt runter und so und alles killen, aber vielleicht auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung bei dem. Ist ein bisschen schwierig, das vorauszusehen, aber Intro natürlich auch nicht, war? Nee. Ja, das Maximum nach vorne und... Ich habe nur bis hier, ich bin ein bisschen sicher. Wenn den Typ dann gleich ankam, nämlich noch das hier, zack, so. Weiß ja gerade so viel, aber es wird den Notfall sicher reichen. Kevin, da können Sie auch das letzte Heilmittel noch nehmen. Das ist aber eigentlich auch irgendwie anders geplant. Also die Kurve hätte ich bis besser noch alle mitgeschickt. Das wäre sehr viel klüger gewesen. Naja. Im Nachhinein ist man immer klüger. Und Lago killt, weil er es kann. Jo, immerhin Geschwindigkeit ist immer cool, Mann. Vor allem für einen in der Offensive. Okay, er greift Zyorg an, warum auch immer. Vermutlich deswegen, ouch. Wird wehtun. Autsch. Du gegen Ranulf, da wird er aber den kürzeren ziehen. Ranulf, lass bitte am Leben, ich brauche ihn noch. Und weh, jetzt kommt noch mal so ein Steingeschoss in der Art. Dann raste ich aber aus, ey. Oh. Hehe. Chill macht keine Gefangenen. Was solltet ihr langsam wissen? Ich mach dich platt, Alter! Oh Mann, versuch's doch. Wann kapiert ihr nicht, dass ihr gegen Chill keine Chance habt? Nicht die geringste. Die killt doch einfach weg. Ich kill dich. Oh Mann, ich lerne es echt nie dazu. Die schönen Fels kommen niemals runter. Das wäre die Starre gewesen. Natürlich kommt er auch noch.
Mann, Leute, kapiert sich endlich mal, ich habe keine Chance gegen Chill. Die ist viel zu heavy, hab bald wieder ein Level up, ein Level up. Okay, die greifen nicht sie an, also sprich nicht Khalil an. Ich bin leicht verwirrt. Rolfs Killer ist mir wieder von einer Überraschung gut. Yo, Mann, Level up, Level 14, wa? Fähigkeit und Verteidigung, Mann. Aber ich fürchte mal, mehr kriege ich nicht raus. Also du setzt noch 2 Versäuberungen ein und... Versäuberung, vor allem Säuberung natürlich, und das trifft irgendwie nie. Ja, nee, hier oben ist schon ziemlich alles voll. Nutzt trotzdem jetzt dann noch mal ein Elixier. Jo, Alia, deine Dienste werden gebraucht. So, ich muss sagen, jetzt so weit oben sein, damit der andere Typ noch trifft. Also aber so machen. Und Level up! Was haben wir schon? Level 14. Cool. Ja, so, Marcia und Shield sind am weitesten. Geil. Das hat doch schon D, war. Ja, gut. Und Alia, bitte heile ihn. Ist ein bisschen übertrieben mit Erholung. Oh, was soll's? Was sein muss, muss sein. Mal mit Erfahrungspunkte. Also hier geht's echt nicht gut, ey. So stark und schnell ist doch gar nichts. Weggekillert, einfach so. Das ist kein Problem für ihn. Ja, also die Verlierer hier sind eindeutig ein bisschen die Rittmeister, die kommen ja kaum vorwärts. Plus natürlich auch Tauroneo, der ist ebenso einer, aber das ist jetzt leider so. Kann nichts machen, das heißt, Khalil wird noch vielleicht was rausholen, mal gucken, aber erstmal sich heilen. Ja, bloß noch 2, war genau, die 2. Rolf weicht aus, das wundert mich jetzt ein bisschen. Oh Mann, nee, der tut mir langsam leid, der Lago. Kommt extra in meine Richtung, oder wie? Ja, er will unbedingt sterben, gut, dann erfülle ich ihm den Wunsch. Ja, und der Kurzspeer ist daheim mitsamt seinem Reiter und sie freut sich, oh jemand, Zug 7, ich glaube, es ist eine Bonus-EPs, war? Wäre doch geil. So, Rolf will auch in die Mitte. Jetzt hat er langsam ein Problem. Jetzt können wir mit Ali nochmal ganz kurz ihn nehmen. Hatte gerade einen Schmiede. Ja, komm, kommen eh kaum dazu. Königschef vielleicht auch noch, war? Nee, ich denke sowieso, dass wir bald mal das andere Schwert kriegen. Ich glaube, wie ist es schon wieder? Ragnil oder so? Wow! Das lohnt sich. So, sind schon bewegt. Das kann ich alles nachher so machen.
3 bis 10 Felder Reichweite. Jo. Hier unten ist auch alles klar. Die können wir auch so lassen. Ja, Leute, ist klar vorbei. Nur noch den hier, den wir zauen. Also, sage ich schon, Rolf wird den genüsslich zerkauen. Klingt doof, ich weiß, aber es ist wirklich so gemeint. Jo, das war's mit ihm. Wer weiß, was er direkt mit Level Up oder aber nachher durch Bonus-EPs. Ja, Bonus-EPs. Geschafft, alles in Plack gemacht. Sind das alle? Bin auch ein bisschen verwirrt, von unten sah es ein bisschen nach mehr aus. Oh oh. Jetzt haben wir euch Fresssteine, wie viel hat Wort gewandt? Hey. Nein! Über uns, passt auf! Krass. War das gerade der King? Es ist der King! Lang lebe der King! Braucht ihr vielleicht Hilfe? Tiban, ihr seid gekommen! Guten Tag, Racer, und auch euch anderen einen guten Tag, Krieger von Crimea. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Ich dachte, ich helfe euch, die Ideen auszuschalten. Das sind gute Nachrichten, aber was ist passiert? Warum habt ihr auch plötzlich entschieden, uns zu helfen? Ich habe um Hilfe gebeten. Wir müssen den König von dem besiegen, und je stärker wir sind, umso besser, ja? Ist das die ganze Geschichte? Es stimmt, Racer hat mich um Hilfe gebeten, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin. Welchen Grund denn noch? Also komme ich gleich. Lass uns den König der Raubtiere treffen. Wartet am Fuß des Berges auf uns. Okay, kommt. Gehen wir los. König Kenegis, es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Als erstes möchte ich euch meine Glückwünsche aussprechen. Eure Rückkehr war wahrhaft triumphal, Prinzessin Alicia. Ich danke euch. Und erlaubt mir, meine Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass das Königreich von Gallia an unserer Seite kämpft. Eure Anwesenheit erfüllt mich mit Stärke. In dieser kurzen Zeit habt ihr es geschafft, das Blatt des Krieges zu wenden. Um ehrlich zu sein, bin ich sehr überrascht. Das habe ich nicht. Also, ich bin nicht allein so weit gekommen. Milord Ike und seine mutigen Gefährten waren bei mir. Er hat einen Tab von 5 oder was. Nur durch diese vielfache Unterstützung war es mir möglich, nach Hause zurückzukehren. Ja, das deckt sich mit meinen Berichten. Alles, was im Bettchen und auch in dem passiert ist. Und wegen das hier. König von Gallia, Prinzessin von Crimea. Es tut mir leid, aber ich muss diese Runde leider stören, denn ich habe etwas mit euch zu besprechen. Würde bitte hierher kommen? Die sind die Kämpfer, die an dem letzten Kampf beteiligt waren, korrekt? Ja, das stimmt. Was mit diesen 2 Kindern? Sicher waren sie nicht dabei. Kinder? Das ist Zoen, er ist mein Taktiker. Und die ist meine Schwester Alia. Rolf war dabei, hallo? Das mit allen teilen möchte. In dieser Geschichte geht es auch um meine Eltern. Ich habe vieles davon gegenüber meiner Schwester verheimlicht, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt eine gute Gelegenheit ist, auch sie einzuweihen. Daher habe ich sie gebeten, dabei zu sein. Ihr verstehe, fahrt fort. Alles begann, als Prinzessin Alicia trafen und uns in den Wald von Gallia eskortierten. Tja, das ist alles, was ich weiß. Vater, er ist so... Mama? Das ist doch nicht wahr. Alia, willst du lieber gehen? Nein, alles in Ordnung, ich bin nur ein bisschen verwirrt. Alia. Und das war die ganze Geschichte. Es war also gar keine Auseinandersetzung zwischen Crimea und Dane, es ging die ganze Zeit um etwas anderes. Was könnte König Aschenherz ultimatives Ziel nur sein? Er hat alles riskiert, selbst Niedergang seines eigenen Landes. Vor 20 Jahren, noch bevor er König wurde, hat er versucht, den dunklen Gott aus der Medaillon zu befreien. Aber Grail und Elena durchkreuzen seine Pläne. Was im Wesen ist der dunkle Gott? Was würde passieren, wenn man ihn aus seinem Gefängnis befreit? Ich fürchte, die Welt würde dann erneut an Naturkatastrophen ausgesetzt sein. So wie es vor 800 Jahren schon einmal geschehen ist. Zu dieser Zeit wurde die ganze Welt außer Telius vom Meer verschlungen. Die Geschichte ist tatsächlich wahr? Ich dachte, es sei nur eine Legende. Wir haben einen lebendigen Beweis. Golduas König Deginsea. Er und so weitere Helden kämpfen an der Seite der Göttin selbst, um den dunklen Gott zu besiegen. Die Königin von Guldur war einer dieser legendären Helden, aber er lebt doch noch.
Der schwarze Drachenkönig ist ein lebendes Fossil und ein Sturkopf, schlimmer als jedes andere Lebewesen. Er versucht seit Jahren uns zu kontrollieren und sagt immer wieder das Gleiche. Facht das Feuer des Streites nicht an. Solange Leons Medaillon existiert, dürfte niemals ein Krieg beginnen, der den ganzen Kontinent beherrscht. Niemals ein Krieg beginnen. Das wäre möglich. Vielleicht gibt es mehr als nur eine Möglichkeit für den dunklen Gott, seine Freiheit wieder zu erlangen. Oh, bist nicht ein kluges Bürschchen? Das ist genau das, was der schwarze Drachenkönig ebenfalls sagt. Doch die Wahrheit darüber kennt niemand. Im Moment wütet ein Krieg im Land, aber der dunkle Gott ist nirgends zu sehen. Kann es sein? Ich glaube, ich kenne jetzt Archnards Intention. Echt jetzt? Der König von Golnor sagt, dass ein Konflikt, der den ganzen Kontinent verstrickt ist, den dunklen Gott aus dem Medaillon befreit. Nehmen wir an, dass der Krieg tatsächlich so eine Wirkung auf das Medaillon hat, egal wo oder bei wem es sich befindet. Und nehmen wir weiter an, dass der König von Dane sich das auch denkt. Da kann ich regelrecht hören. Wo ist der Zunder für das Feuer, das ich brauche? Die Antwort auf diese Frage war einfach. Doch er musste einen Weg finden, um seine Theorie zu überprüfen. Also griff das benachbarte Crimea an. Es musste Crimea sein, Betchen ist zu groß und zu mächtig. Dane hätte keine Chance auf einen Sieg gehabt. Crimea allerdings ist eine Nation, die bekannt für ihre Wissenschaft ist. Und nicht, weil sie militärische Stärke besitzt. Dane überlegte, dass eine Invasion leicht zum Sieg führen würde, ohne selbst viele Verluste beklagen zu müssen. Und sie hatten recht. Crimea war eine leichte Beute. König Schrammon war ebenfalls voll nach gegenüber den Lagus. Ich kann mir vorstellen, dass auch das zu Danes Entscheidung beigetragen hat. Wenn alles nach Plan lief, würde bald auch Crimea verbündeter Gallia mit in den Konflikt hineingezogen. Das Feuer würde sich weiter ausbreiten. Erst Crimea, dann Gallia und irgendwann auch Betschnin. Danes Macht würde sich vergrößern und Konflikte und Streitereien würden sich im Land ausbreiten. Und irgendwann auch das Medaillon erreichen. Hilfe, keine Angst, nicht mehr. Hingegen richtig, das ist das Zünglein an der Waage, was an der Waage, welches ihm ermöglicht, den Gott zu befreien. Einfach aufhören, der Krieg ist schon so weit vorgeschritten, als dass wir das tun könnten. Wir müssen den vernichten, wenn uns Begrabenes beenden. Dem stimme ich zu, das ist der einzig sinnvolle Plan. Wenn wir das Medaillon hätten. Was ist Racing? Gibt es einen Weg, dies alles zu verhindern? Wir, die Nachfahren von Darren, haben eine Gabe. Durch die Macht des schlafenden Galdra haben wir die Fähigkeit, die chaotischen Energien des dunklen Gottes in den Medaillon zu zügeln. Selbst wenn ihr eine enorme Schlacht tobt, wäre ich dazu fähig gewesen, in meinen Händen hielte. Es tut mir so leid, wegen meiner Unvorsichtigkeit ging das Medaillon verloren. Alia, es ist nicht deine Schuld. Immer gut darauf aufpasst. Prinzessin Alicia. Sie hat recht. Und außerdem kann der dunkle Gott befreit werden, unabhängig davon, wo sich das Medaillon gerade befindet. Also macht ihr keine Sorgen. Danke, Ranulf. Also gut, nun ist es Zeit zu hören, was ich zu sagen habe. Racen? Ja. Es tut mir leid. Was ist denn? Lane wurde entführt. Es könnte den gewesen sein. Das kann nicht sein. Warum soll jemand Lane entführen? Kann nur von dem eternalen Diener gesungen werden. Aber Archant weiß das nicht. Oh nein. Ja, keine Ahnung. Alles scheiße hier. Aber echt mal. Alles totaler Müll! Die Mucke ist nicht mehr so freundlich. Lalala. In einem Tal mit den Bergen von Maho treffen Ike und seine Gefährten erneut mit König Kennegis und Gallia zusammen. König Tiban von Phoenix nimmt ebenfalls im Treffen teil und bringt ihnen beunruhigende Nachrichten. Steht bevor. König Kennegis steht der Armeestrecke zur Verfügung, bevor er in seine Heimat zurückkehrt. Und auch König Tiban stellt Soldaten bereit. Die Armee von Crimea besitzt nun die dreifache Stärke als zu Anfang, als sie Betschnin verlassen hat. Trotzdem, die Truppen von denen, die in der Hauptstadt ihr Lager aufgeschlagen haben, sind stark, ausgeruht und haben eine vergleichbare Anzahl Soldaten. Hinzu kommt, dass die Straße, die sie zur letzten Schlacht führt, von zwei enormen Hindernissen blockiert wird. Der Festung Pinel und Schloss Nados. Wir haben also viel zu tun, Leute. Aber erstmal das nächste Kapitel stand. Kapitel 26, Feindseligkeiten. Jo Leute, wir kommen immer näher dem Endziel, der Endschlacht. Schloss Crimea. Wozu ist überhaupt unser Schwert? Ragnell, wir brauchen uns gegen den schwarzen Ritter. Verstehe ich das richtig? Crimea und Gallia haben ihre Kräfte gebündelt. Halbmensch und Mensch kämpfen Seite an Seite. Wie süß.
Außerdem scheint der Vorfall mit der Prinzessin der Reihe noch mehr Phönix hier in den Konflikt gezogen zu haben. Oh, der Kollege Falken ist auch involviert, wie? Das bedeutet, dass die Stärke der Armee von Crimea, der unseren gleichkam, jeden Tag wächst. Der Haufen keine Auswahl für unsere ausragenden Fähigkeiten dar. Meine Dinge nicht immer interessanter, aber wir nehmen noch nicht zufrieden. Teile deine Armee in 2 Bataillone auf und sende eines aus, die Armee von Crimea zu treffen. Und wer soll befehligen, Mann? Bertram. Bertram? Was etwas aus, Ihr beliebt zu scherzen, er wird unsere Streitkräfte aufteilen und dafür sorgen, dass eine Einheit unter dem Kommando von Bertram auf die Armee von Crimea zugeht. Stillt euren Hunger. Ein Tod von Enna befohlen? Was? Enna? Enna? Oh ja, sehr, hat er ganz vergessen. Ich habe jegliches Interesse in ihr verloren, als ich nicht in der Lage war, die Hauptstadt von denen zu halten. Ich habe keine Verwendung für Versager. Enna gefangen zu nehmen? Ich verstehe. Warum fragst du? Gefangen genommen haben, die aber tot ist, wissen nicht, was sie mit ihr machen sollen. Genau, Befehle erhalten und sind noch tot und hat ja auch meinen geändert. Mit Rasche ja immer ganz unruhig, wie er wünscht. Oh Mann, ey. Was ist los? In den Bergen von Maho, jo, das ist klar. Der große Außenposten haben wir auch schon gesehen, genau. Zack und zack. Schöne Karte übrigens. So will, muss man bewundern. Das haben wir einen halblangen Shuri. Warum lobt ihr unserem Feind? Ich sage nur mehr die Wahrheit, verehrter Sir. Die Wahrheit mag grausam sein, aber Lügen wäre noch grausam. Ja, ist klar, also weiter geht's. Angreifen, aber das scheint mir Verschwendung unserer Stärke zu sein. Und wir wollen doch auch nicht von hinten angegriffen werden, wenn wir selbst einen Angriff starten. Den Feind beschäftigt zu halten, ja, erobern. Klingt nicht verkehrt. Die Armee die Festung Pinen angreifen, wenn wir eine Armee und eine aus Galien zum Schloss Nados marschieren. Wir werden angreifen, wenn der Gegner das Schloss verlässt, um uns anzugreifen, wenn wir uns zurückziehen. Dann greifen wir wieder an. Das wird zu beschäftigen. Ja, müssen auch klappen. Abgemacht, Mann. Toll. Soen, bitte, sei gnädig, ja. Bonusverwandlungspunkt 75. Okay, gar nicht mal so schlecht. Ja, Tschüssikowski. Soldat, T-Bahn, schauen wir nichts Neues. Okay, Unterstützung, machen wir nach. Im nächsten Part dann. Keine Angst nicht mehr, Leute. Ich muss erstmal hier gucken. Habe ich noch etwas? Wir müssen ein bisschen kaufen gehen. Was hat denn der Handel für uns? Immer noch nichts Besonderes. Das geht mir auf den Arsch. Item Shop. Na, ich habe ein paar Heilmittel. Ah, noch ein paar, okay. Brauchen natürlich gar nichts. Money! Sonst passt eigentlich soweit. Jetzt kann ich mich mal nach darum kümmern, wa? Machen wir mal diejenigen, die knapp davor sind. Sehr schön. Jo, passt dort. Und mal gucken, wie weit runter. Nehmen die auch alle nicht. Rolfi natürlich, weil er soll sich hier weiterentwickeln. Aber das erste im nächsten Part, Freunde. Mit dem Meistersiegel. Ja, denk mal, es dürfte reichen, wa? Jetzt haben wir noch Largo, den Mächtigen. Bald Level 10. Wer hat mich gerufen? Sir Michael? Jo. Aber ist alles geil bei dir? Stufe 14 belassen. Machen Sie noch Stufe 10. Mit noch viel mehr Magie. Ja. Geil, Mann. So nannte volle Fähigkeiten, ja. Ist auch schon 15, reicht also. China tut noch ganz kurz. Die ist auch schon Stufe 15. Geil.
Ja, Chill wäre langsam Magie ein bisschen lieber, wenn er ehrlich sein soll. Und Sihorg auch endlich Level 10, unser Schwertmeister ins B. Nee, stimmt gar nicht, ist er bereits einer. Weil ihm noch Rang S fehlt, verdammt. Chill hat er jetzt A und B, war geil. Können mal die Stahlachse und Silberachse ersetzen. Bei ihr schaffe ich es nicht mehr, denke ich mal, dass bei Ike auch nichts mehr wird. Nee, das ist da ein bisschen doof. Ja komm, lassen wir es so, wa? Das ist ein, boah, maximale Verteidigung, okay, 27, krass. Soll ich bei ihr gucken wegen Silberaxt? Weil die Frage ist halt, was? Wieso braucht eine Silberaxt eigentlich Stufe A? Aha, braucht das auch. Nee, was Neues jetzt tragen? Nö, war. Na gut, ein Tomahawk anstelle von einer Kurzaxt. Okay, schön, aber verdammter Mist, ey. Einfach schmiede ich hier auf eine neue Stahlaxt. Nee, kann man auch nicht. Kannst du ein bisschen ausbrauchen. Aufbrauchen natürlich. Hast schon volle Fähigkeiten. Aber C, das heißt, du könntest doch jetzt schon was stärkeres Stahlschwertmäßiges tragen. Nee, natürlich nicht. Oh, ein Schnitt wäre natürlich geil. Nee, die. Eine Stahlklinge. Plus die Feuerlanze, sie mit der Donneraxt. Gefallen tut es mir auch nicht, aber naja, müssen wir Kompromisse haben. Aikiboy, du bist immer noch eine Rang A, stimmt. Wir haben echt noch niemanden, der da irgendwie ein bisschen höher wäre. Sprich, wenn Stufe Essen so schon hätte. Soll eigentlich schon alle Stäbe jetzt tragen? Den noch nicht, der braucht S, verdammt ey. Einfach mal den noch hinkriegen. Geh mal Schmiede, aber momentan nicht mehr, vielleicht mal Rettung testen, wa? Immer noch den Stahlbogen. Tomahawk hast du noch. Kann ich mal Stabachs mitnehmen. Aber ja, Leute, was sonst mal sagen, ich habe immer ein Part hier. Ich habe nicht so viel noch bekommen, wie ich gehofft hatte. Leider Gottes, aber gut, das muss man leider rechnen. So. Noch 2 von 3, das passt. Ich gebe dir mal noch ein Heilmittel mit. Jetzt sieht ein bisschen doof aus. So, schon besser. Sie haben noch einen. No, das ist mir zu wenig. Dann haben wir die einen ein bisschen fusionieren miteinander. Aber nee, das geht ja nicht. Chill, braucht echt ein Elixier. Na, ein paar mal noch. Rolf, wie gesagt, jetzt ein Kapitel weiterentwickeln. Dann haben wir die noch. Und jo, sonst würde ich sagen, Leute, passt's. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter mit einer frischen Armee. Die einen sind schon ein bisschen weiter, die anderen eher weniger. Aber ja, Stufe 15, denke ich mal, dürfen alle noch erreichen. Also fast alle. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Auf der Suche, oder wohl eher, ja doch, auf der Suche nach Ragnhild natürlich, dem Schwert von Ikes Vater, natürlich auch auf der Suche nach der Wahrheit. Bis dahin, ciao zusammen!